Guten Abend miteinander. Willkommen zu Anno 1914, die Fabrik. Seit über 2 Wochen zeigen wir Ihnen den harten Alltag der Arbeiterfamilie Büchi. Und auf der anderen Seite begleiten wir seither auch die wohlhabende Familie Thaler. Die Fabrikantenfamilie die wohnt in dieser Villa hier hinten, in Juckeren Saarland, in der Gemeinde Bauma, zusammen mit ihren Bediensteten. Wobei momentan bei uns in der Geschichte ist ja die Familie Thaler ausgeflogen, macht Ferien zu Kandersteg. Und so gesehen haben jetzt natürlich die Bediensteten, die Köchin die Rose und das Dienstmädchen Lisa Maria, die Fäden in der Hand. Hans-Peter Treichel, wie realistisch ist das, dass Fabrikantenfamilien anno 1914 ihren ganzen Haushalt, ihr Hab und Gut den Angestellten überlassen haben? Ja, wieso nicht? Das hat ja immer eine Hierarchie gegeben in der Bedienstetenschaft. Die oder die das meiste Prestige hatten, die haben dann das Zepter in der Hand gehabt. Vielleicht hat man schon einen Gang runtergeschaltet, aber ein gewisses Pflichtenheft war einfach immer da gewesen. Aber es hat durchaus auch Unternehmer oder Fabrikanten gegeben, die sind 5 Wochen in die Ferien, haben bei der Raberei 2 Dienstmädchen entlassen, bei der Rückkehr wieder 2 neue eingestellt, nur um die paar Franken sparen, die die gekostet hätten. Oder haben sie es auch mal mitgenommen in die Ferien? Das hat es schon gegeben. Also wenn die Dame des Hauses sich gewohnt war, dass sie eine Art Kammerzofen hatte oder ein Kindermädchen, die sind dann natürlich mitgekommen. Und bei uns ist es natürlich so, dass momentan 2 Frauen im Haus sind in der Villa. Die Rose, die Köchin, und das Dienstmädchen Lisa Maria, das 14-jährige Mädchen. Und die Rose hat für sie immer irgendetwas zu tun. Auch wenn die Hausherren ausgeflogen sind, gibt es viel zu tun in der Villa. Die Rose und die 14-jährige Lisa Maria machen sich den Morgen hinter einem grossen Berg Weisswäsche. Mit anpacken muss auch der Fabio. Buongiorno, signorina. Wie kann ich helfen? Das Feuer im Kessel darf nicht ausgehen. Die Haushälterin zeigt am Cink, wie das geht. Draussen tun die Frauen die Wäsche jetzt das erste Mal einweichen. Wir tun das Nasssalz hier rein mit der Seife. Das muss jetzt in dieser Seife einweichen, gell? Und wir da dran tun. Gut. Die Scheibenwäscherei. Das ist ein Scheibenpütz. Oh Fabio, warte, ich sag dir noch etwas. Zum Spendli machen, musst du das Scheitchen anschauen. Da ist ein Ast. Du musst schauen, dass es sehr verwünscht ist, wo kein Ast drinnen ist. Das ist besser. Ja. Hat auch einen Ast. Ja, wir sind kleiner. Aber wir haben ja genug Scheitchen. Strenge Handarbeit ist das Wäschen und braucht mindestens einen ganzen Tag. Das ist auch eines, das nicht sauber wird. Aber wir probieren. Urschruppen kann nur besser werden. Das erste Wäschmittel ist zwar erfunden, aber noch nicht im Grüntal angekommen. Früher hat sie aber noch die Wäschfrauen angekommen. Jetzt müssen wir es selber machen. Dann können wir immer mehr und mehr müssen wir es selber machen. Du, das Holz musst du nicht auf einen nassen Boden legen. Dann brennt es dann nicht mehr gut. Gell, Fabio? Vorher hat gebrannt, du hast was gemacht, dann hat es nicht mehr gebrannt. Ich bin dann nicht da für dich, hast du gehört? Gut. Ja. Fabio, wird das heiß, das Wasser? Ja. Du geh wieder Holz rein, du aufpassen, dann wollen wir noch nicht ewig warten. In der Villa wäscht man immer an die Kernsäufen. Aber die muss man zuerst raspeln. So. Habt's gut. Und jetzt nimmst du die Mitte. Das längt. Mit der Seife und auch auf dem Wäschbrett dribbeln. Das muss Fabio, gib mir gerade das Stück von der. Da links. Merci. Im Berner Oberland ist eine vornehme Gesellschaft auf dem Weg auf die Kleinscheideck.
und bald sind wir da oben. Es ist herrlich, wenn man durch den Nebel durchkommt. Die Herrschaften fahren zum ersten Mal mit der Jungfraubahn. Eine elektrische Zahnradbahn durch den Eiger und den Mönch bis auf aufs Jungfraujoch. Ein Pionierwerk vom Unternehmer Adolf Guyer-Zeller. Erst gerade vor 2 Jahren, 1912, eingeweiht. Oh, da wären wir. Wunderbar. Über das Bauwerk und die Bahn staunet die ganze Welt. Aber leider kann man das Wetter nicht bestellen. Dort oben wäre sie jetzt, die Jungfrau. Ja, man sieht sie ja nicht, das ist so schade. Wirklich schade hat es Nebel heute. Vielleicht tut es noch ein bisschen auf am Nachmittag. Und der verrückte Guyer-Zeller. Das ist schon gut. Wo ist der Tunnel? Schau jetzt, da Wie man auf sieht man die es. Idee kommt, so etwas zu planen. Ah, da oben. Genau So das weit ist es. oben. Und da ist der Ja, dann Tunnel. geht es durch den Berg. Und dann schauen wir mal mit dem Pferd und dann hier rauf. Also ich sehe fast nichts. Georg, siehst du etwas mit dem Feldstech? So, schau mal. Sieht es dich gut? Ne? Manchmal drückt es sogar ein bisschen durch. Ja, schau, jetzt gibt es Ja, jetzt tut es ein bisschen auf. Jetzt gibt es ein Genau. Fenster. Jetzt hat man es gerade gesehen vor dem Blitz. Und wir sind jetzt da. Ja, danke. Die Jungfrau gibt es heute nur auf dem Prospekt zu sehen. Ich glaube, ich muss bald wieder rein. Gehen wir rein, einen Schnaps? Der grosse Höhepunkt der Ferien wird zu einer feuchten Sache. Also das ist ja wirklich jetzt ungemütlich da draußen. Gleichzeitig im Töstal. Die Arbeitsmoral im Böschhäusli auf dem Tiefstand. Ich will schlafen gehen. Signorina, Ich habe doch gesagt, das Holz zusammenlesen und zusammen wischen. haben wir gemacht. Ich Warte, sehe Signora. nichts von gewischt draussen. Jawohl. Jetzt tun wir jeden. Das kann ich, ne? Lisa, bringt die Wäschzange. Lisa! Ja? Ich will eine Antwort, wenn ich dir etwas sage. Ich weiss ja nicht, ob du es hörst. Der Sauerstoff der hilft reinigen. Bei dieser Stunkerei kommt also Sauerstoff in die Wäsche. Und sie wird gedrückt. Und das hilft. Gut, jetzt füllen wir den Wäschehafen füllen. 1901 ist in Amerika die erste elektrische Wäschmaschine patentiert worden. Aber dass es so einen Apparat gibt, der einem die schwere Arbeit abnehmen, das wissen Fabio, Lisa Maria und Rose nicht. Prima. Das Feuer nicht ausgehen. Ja, die Bemerkung zum Schluss, Hans-Peter Treichler, die finde ich noch bezeichnend für die Zeit anno 1914. Es hat x Entwicklungen und Erfindungen gegeben, aber wie lange ist es denn gegangen, bis so eine Erfindung zum Beispiel den Weg ins Töstal gefunden hat? Zum Teil blitzschnell. Also ich darf nicht vergessen, ein Großteil der Innovationen ist von uns selber gekommen. Also die Elektropionier von Oerlikon oder von Baden oder unsere Webstuhlpionier hier im Töstal. Das sind alles Innovationen, die eben dann sofort bei uns in der Industrie angewendet worden sind. Mit den Haushaltsinnovationen, also eben einer Wäschmaschine oder einem Staubsauger, das ist ein bisschen länger gegangen. Also ich habe jetzt nachgeschaut, wann sind die ersten Plakate und Reklamen gekommen. Und das war so vor allem in den 1920er Jahren. Was ist denn Ihrer Meinung nach so eine der wichtigsten Entwicklungen anno 1914 für die breite Bevölkerung? Es gerät eigentlich nicht. Ich würde sagen, die Innovation von der elektrischen Versorgung. Und die hat vor allem zu Anfang des Ersten Weltkriegs eine wichtige Rolle gespielt. Man hat gemerkt, aha, mit dem Import von Energie, also von Kohle, von Erdöl und so weiter, das wird Schwierigkeiten geben. Also man schaltet auf Strom, auf Elektrizität. Und die kleinsten Dörfer haben dann sofort beantragt, einen Anschluss. Und das ist dann in den meisten Fällen auch gekommen. Und was haben sie gehabt? Plötzlich Strassenbeleuchtung. Sie sind in die Stuben hineingekommen, haben einen Schalter gedreht und es war Licht. Also das ist, man muss sich vorstellen, wie das der Alltag verändert hat. Und viele Dörfer haben gar nicht darauf gewartet, dass die CKZ oder so jemand das anbietet, sondern haben selber Kleinkraftwerke gebaut und das schon in den 1890er Jahren. Also man muss sich das heute mal vorstellen, dass einfach ein Unternehmer vom Dorf sagt, das machen wir und er findet Unterstützung.
Danke vielmals, Hans-Peter Treichler. Etwas, was Talos nicht haben, ist eben die Wäschmaschine. Wir haben es vorher gesehen, aber immerhin Rose und Lisa Maria haben ja zum Glück die Unterstützung vom italienischen Gastarbeiter. Der Cink hilft auch am Nachmittag im Haushalt der Villa. Er muss die Wäschhänke aufstellen. Nicht, dass die Wäsche plötzlich am Boden liegt. Hast du gut festgeknüpft. Darf auch nicht runterrutschen, gell? Nee. Fahr mal. Ich habe es jetzt einmal oben durchgeschossen. Nicht so einfach allein. Ja. Nicht kaputt machen. Ja, wenn das so schon kaputt geht, das hat das Gewicht, die Lintücher. Schau, ich bin ja selber fast zu klein. So, Klemmerli. Zack, zack. Zack, zack. Gut. Klemmerli. Gut. Gut geschüttelt. Ist halb geglättet. Und wenn man nicht rauf mag, die Wäschleine, die Stange schräg stellen hilft. E così fa un po' questo con l'altro. Fa la stessa cosa come io. Non capisci l'italiano? No, quello la può lasciare quello. Ma che ho fatto? So. Jetzt habt ihr doch schnell. Mamma mia. So, jetzt können wir hängen. Oh, da ist noch ein kleiner Tintenfleck. Schau, den haben wir vielleicht nicht gesehen und nicht vorbehandelt. Aber das ist euer Schurz. Ist das mein Schurz? Ja. Dann hast du mit deiner Tinte meinen Schurz noch dreckig gemacht. Du bist eine. Den habe ich dir ausgelernt, weil du keinen mehr hast, weisst du nicht mehr. Den habe ich dir einen von mir gegeben. Du hast ja deine schon lange dreckig gehabt, weisst du nicht mehr. Darum ist das mein Schurz. Ich habe nichts mit Tinte gemacht. Du hast geschrieben. Weisst du es noch? Ja. Ja. Eine halbe Stunde später, kaum aufgehängt, nehmen sie die Wäsche auch schon wieder ab. Zu trocken darf sie dann auch nicht sein. Das tun wir ein bisschen feucht abnehmen, dann können wir uns das Einfeuchten schon sparen morgen. Und dann tun wir es einrollen. Schau, ich habe ein paar Sachen übereinander. Das wollen wir schon lieber nicht am Boden. So. Ja, warte, ich komme. Ah. Energisch gibt Rose den Takt an. Sobald das Dienstmädchen sein erledigt hat, kommt schon das Nächste dran. Klemmerli lassen wir da. Machen wir schnell noch die Toilettenputzerei fertig, gell, Lisa? Das muss noch fertig werden heute. Komm. In der Fabrik geben die Maschinen den Takt an. Super gewobener Stoff am Laufmeter. Das Weben ist auch für die neuen Arbeiter gewöhnlich geworden. Und jeder hat sein eigenes Rezept, um mit dem langweiligen Arbeiten und dem Lärm in der Fabrik zu rankommen. Es ist Feierabend, es ist 6 Uhr. Danke vielmals für den Einsatz. Endlich Feierabend. Für die müden Bützer ist auch der Leue ein Zuhause. Aber auch all die Heimweh haben, finden hier einen Platz. So, Hey, ciao Lisa. Grazie mille. zum Wohl. Willst du sitzen? Eigentlich gerne, ja. Ja, komm. Heute ist eh nicht viel los, oder? Nee, nicht so. Es ist ruhig heute. Was denn? Heute nicht so gut. Nein, jetzt vermisse ich meine Heimat irgendwie, obwohl es mir hier besser geht. Und La Familie. hast du viel Heimweh? Ja, Schon lange fort von zu Hause. schon ein paar Jahre, ja.
Ein bisschen da, ein bisschen dort. Musste ich ein bisschen ablenken, vielleicht mehr Arbeit oder mehr Freizeit. Mehr Arbeit geht gar nicht. In der Fabrik läuft's. Sie haben mir versprochen, ich lerne Weberei, Maschine, alles. Aber nein, ich bin die ganze Zeit am Putzen. Ich mache Mädchenarbeit. Entschuldigung. Ich bin extra hier gekommen, um zu lernen und alles, und dann mache ich nichts. Ja, komme. Ja. Beet mit Sorgen. Der Italiener und die deutsche Serviertochter finden Gemeinsamkeiten. Kummer und Sorgen bei den beiden Gastarbeitern. Und schon bald zeigt sich, ob die beiden auch Konsequenzen ziehen aus ihrem Frust. Morgen dann haben wir etwas ganz Spezielles hier im Grüntal. Einen kleinen Blick können wir schon mal wagen. Und zwar fahren die Oldtimer vor, hier zu Juckeren, Saarland. Wenn Sie mögen, kommen Sie doch rauf. Alle Informationen zu den Aktivitäten vor Ort finden Sie auf srf.ch/anno 1914. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen, dann mit diesen Themen. Warum das Dienstmädchen und die Köchin aneinander geraten. Sie lachen auch noch. Ja, im Moment noch. Wie sich das neue Auto der Fabrikanten fährt. Ja, das ist eine horrende Geschwindigkeit. Das ist horrend, ja. Und wie sich die Arbeiter gegen die schlechten Arbeitsbedingungen wehren. Das und vieles mehr gibt es morgen, hier bei Anno 1914, die Fabrik.